Jeder bekommt, was er verdient. Look, den Satz habe ich in der Schule gehasst. Wie mein Mathematiklehrer mir mal wieder deutlich gemacht hat, du hast einfach eine schlechte Note verdient, weil du auch nichts dafür getan hast. Punkt. Das war die einzige Erklärung dann. Und dann war es das halt. Look, jeder kriegt, was er verdient. Hat er nicht gesagt. Hat er definitiv nicht gesagt. Leute, es wäre sogar durchaus eine extrem schlechte Nachricht für den Sonntagmorgen, wenn er das gesagt hätte. Das wäre wirklich schlechte Nachricht für dich und auch für mich. Ich halte mich nicht komplett für einen schlechten Menschen. Ich habe auch ein paar gute Seiten, neben vielen anderen. Aber es wäre wirklich eine schlechte Nachricht. Eine schlechte Nachricht für mich, wenn ich am Ende von meinem Leben für all das eine Quittung bekomme, was nicht so gut gelaufen ist. Für all meine Gedanken, für all das, was ich gesagt habe, was ich gemacht habe oder auch nicht gemacht habe, wenn ich für all das am Endeffekt wirklich eine Quittung erhalten würde. Das wäre wirklich eine schlechte Nachricht. Ich bin sehr, sehr, sehr froh und sehr dankbar, dass ich auch als Pastor nicht alles richtig machen muss. Und nicht alles nur richtig denken muss und glauben muss und reden muss, sondern durchaus auch in meinem Leben Fehler stattfinden dürfen und Dinge wirklich daneben gehen. Ich bin grottenfroh, dass Jesus das nie gesagt hat. Jeder kriegt, was er verdient. Und durchaus eine traurige Szene aus dem Neuen Testament, eine erschütternde Szene im Neuen Testament, die gibt mir extrem Mut und will uns, glaube ich, allen extrem Mut machen, an dem festzuhalten, look, du kriegst nicht, was du verdienst. Das ist der Bericht von dem Tod von Jesus. Dann werden diese 3 Kreuze aufgestellt. Jesus ist verurteilt und er wird mit 2 anderen Männern ans Kreuz genagelt, festgebunden und dann hängen diese 3 Männer nebeneinander. Und ich möchte mit euch diesen Text kurz lesen. Lukas Evangelium, Kapitel 23. Zusammen mit Jesus wurden auch 2 andere Männer zur Hinrichtung geführt, 2 Verbrecher. Als sie an die Stelle kamen, die Schädelstätte genannt wird, kreuzigten die Soldaten ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts und den anderen links von ihm. Kreuzigung, also auch auf dem Bild, diese 3 Kreuze mit dem Licht dahinter noch irgendwie noch schön aussieht. Eine Kreuzigung ist eine extrem brutale Art, Menschen zu bestrafen und zu töten. Die Personen werden so ans Kreuz genagelt oder festgebunden, je nachdem, Beine übereinander geschlagen und dann gibt es unten noch so einen kleinen Holzklotz, wo man sich darauf abstützen kann. Und die Idee von der ganzen Sache ist, du an diesem Kreuz, am Endeffekt wirst du ersticken. Nach Tagen, wo du so hängst, wirst du keine Luft mehr kriegen. Und der Todeskampf von Menschen, die gekreuzigt worden sind, der ging manchmal bis zu 4 Tage. Leute hingen da und qualvoll in der Sonne, Tag und Nacht und irgendwann verreckten sie. Und es war ein Akt von Gnade, dass den Soldaten manchmal auch die Beine von den Leuten brachen und gegen die Schienbeinen davor traten oder schlugen, weil dann konnten sie sich nicht mehr abstützen. Das verkürzte den Todeskampf. Eine brutale Art und Weise zu sterben. Grausam für Verbrecher. Und warum erwähne ich das extra? Die beiden Männer rechts und links, die neben Jesus waren, das waren Verbrecher. Die waren nicht irgendwo im Konsum hinter ein paar Äpfel mitgehen lassen oder ein paar Batterien irgendwo geklaut und beim Mediamarkt irgendwas mitgenommen noch. Nein, die waren wirklich aller Wahrscheinlichkeit nach wirklich Verbrecher, sogar Mörder. Vielleicht waren sie Bekannte sogar von Barabbas, der für Jesus freigelassen worden war. Vielleicht waren sie Leute, die mit so einer Untergrundbewegung waren, die gegen die Römer kämpften. Und jetzt hingen sie da. Und der Bericht geht dann weiter. Das heißt, denn auch einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt waren, lästerte. Bist du denn nicht der Christus, der versprochene Retter? Dann hilf dir selbst und uns. Ich finde es ziemlich verständlich, dass der Mann so redet.
Vielleicht ist es einfach Sarkasmus im Angesicht vom Tod. Er denkt, ja, Jesus, wenn du irgendwas kannst, dann jetzt, mach. Und wenn nicht, dann halt. Dass man so im Angesicht vom Tod sarkastisch über eine Situation nachdenkt und vielleicht auch so ein bisschen Hoffnung hat, vielleicht passiert hier doch noch was Besonderes. Die zweite Person antwortet dann darauf und in den meisten Übersetzungen heißt es dann, dass er den anderen zurechtwies. Oder manche Übersetzungen sagen, er fuhr den anderen an. Das hört sich so sehr gesittet an. Er wies ihn zurecht oder er fuhr ihn an. Aber in Tat und Wahrheit ist damit noch was anderes gemeint. Wahrscheinlich hat er dem anderen sogar noch mit der letzten Kraft zugerufen, ey, halt die Fresse. Das war eine Situation, es ging um Leben und Tod. Und dann spricht der andere Mann. Aber der am anderen Kreuz wies ihn zurecht. Du bist genauso zum Tod verurteilt worden wie dieser Mann. Fürchtest du Gott nicht einmal jetzt? Wir werden hier zurecht bestraft. Wir bekommen, was wir verdient haben. Der hier aber ist unschuldig. Er hat nichts Böses getan. Und dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft antrittst. Da antwortete ihm Jesus, ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Hat er das wirklich gesagt? Das hat er wirklich gesagt. Einer, der offensichtlich in seinem Leben etliches falsch gemacht hat, der kann durch so eine einfache Bitte ins Himmelreich eingehen. Denk an mich, wenn du deine Herrschaft antrittst. Hat Jesus denn wirklich gesagt, ja. Der Typ hat einfach gesagt, Jesus, denk an mich. Leute, das hört sich nicht nach einem sehr gut ausformulierten Glaubensbekenntnis an. Ich glaube an Gott, den Vater und so weiter und so fort. Der Typ wurde auch nicht mehr getauft. Der hat einfach gesagt, hey, denk an mich. Der konnte nicht irgendwie noch was vorweisen und sagen, hey, ich bekenne meine Sünden und das ist alles schiefgelaufen und Jesus, du sollst wirklich der Herrscher in meinem Leben sein. All das hätte er nicht gesagt, sondern einfach nur gesagt, hey, denk an mich. Denk an mich, wenn du deine Herrschaft antrittst. Einer, der offensichtlich irgendwo eine Erkenntnis hatte, wir werden zu Recht verurteilt. Er wusste irgendwo, dass was schiefgelaufen war in seinem Leben, aber er kann nichts vorweisen. Keine Mitgliedschaft, nichts. Er hat noch niemals gespendet, gar nichts. Und sagt einfach, denk an mich. Denk an mich. So seine letzten Worte. Verdienen kann er sich tatsächlich nichts mehr. Leute, die Stelle ist für mich ein extremer Trost und Ermutigung. Nämlich hier ereignet sich das Evangelium von Jesus Christus. Es findet einfach statt. Warum? Weil niemand kann sich das Himmelreich verdienen. Keiner. Wir kommen nicht in den Himmel, weil wir gut sind. Keiner kann sich das Himmelreich in irgendeiner Weise verdienen. Denk an mich, so die letzten Worte von dem Mann. Du kannst wirklich dir nichts verdienen. Ich werde manchmal gefragt von Leuten, die nicht in die Kirche gehen oder auch eher skeptisch sogar der Kirche oder MyCF gegenüberstehen und dann fragen, hey, sag mal, was ist eigentlich das Alleinstellungsmerkmal vom Christentum? Warum seid ihr so überzeugt davon, dass das wirklich richtig ist oder gut ist? Was ist der Unique Selling Point, USP? Was ist denn so Besonderes an diesem Christentum? Und ich sage ganz häufig, kommen wir auf diese Stelle zu sprechen. Ich glaube wirklich etwas Einzigartiges in allen Religionen, dass ein Gott einer von uns wird. Gott auf die Erde kommt, sich wirklich solidarisiert mit uns und er kommt nicht zum Herrschen, sondern zum Dienen und alles gibt und alles möglich macht, dass Menschen tatsächlich mit ihm wieder in Verbindung treten können. Und das ist wirklich was Außergewöhnliches. Dass er den Schritt macht, dass Gott einen Schritt macht und nicht wir erst einen Schritt machen, sondern genau das passiert, dass der Weg frei gemacht wird. Das ist wirklich was Außergewöhnliches. Ein Gott, der sich nicht begrenzen lässt und sagt, ich komme zu euch, ich mache das möglich. Ich verbringe alles, damit Menschen wieder mit mir in Kontakt treten können.
Und deswegen endet im Johannesevangelium die ganze Szene denn auf folgendermaßen. Jesus sagt zum Schluss dann, es ist vollbracht. So endet die Szene. Es ist vollbracht. Und die Frage stellt sich auch, was ist denn jetzt vollbracht? Was musste denn Jesus vollbringen? Warum sagt er das so ausdrücklich am Ende von seinem Leben? Ich habe schon mal erwähnt, es hilft, einen Blick ins Alte Testament dann zu werfen. Im Alten Testament war der Priester der Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Und Priester hatten einen Dienst, wo sie Opfer brachten für Sünden. Wöchentliche, monatliche, jährliche Opfer. Und der Dienst vom Priester im Alten Testament, der wurde immer stehend verbracht. Die Personen standen immer. Jesus wird im Neuen Testament als der hohe Priester denn beschrieben, derjenige, der wirklich den Weg frei macht für den Mensch zu Gott. Und im Hebräerbrief, da wird eine kleine Szene beschrieben, Hebräer Kapitel 1, wo Jesus als hoher Priester denn beschrieben wird. Das heißt dann, Jesus hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät Gottes. Jesus hat sich hingesetzt im Himmel. Warum hat er sich hingesetzt? Weil alles getan ist. Es muss nichts mehr gemacht werden. Es ist wirklich alles vollbracht. Und deswegen sitzt Jesus und steht nicht mehr als Priester wie im Alten Testament, sondern er sitzt und sagt, look, es ist alles erledigt, der Weg für dich ist frei gemacht. Du kannst ihn dir nicht verdienen, aber ich habe ihn frei gemacht. Du kannst nichts dazu beitragen. Ich weiß, look, der eine oder andere sitzt vielleicht hier oder ist im Livestream dabei, oder wenn du den Podcast hörst, dann kommt vielleicht dieses Gefühl hoch, ja, ich kann nichts verdienen vor Gott, aber ich finde das Christen manchmal wirklich viel Anstrengung. Enorm Anspruch in meinem Leben. Ich sollte dieses tun, jenes machen, das und das und das. Und den Zuspruch höre ich quasi nicht. Und manche leiden sogar darunter, weil sie an ihre Grenzen stoßen, merken, ja, da ist so viel Anspruch, wo ich in der Bibel lese und von der Kirche und anderen Christen. Und manch einer hat bei dem vielen Anspruch schon irgendwann gesagt, look, ich resigniere. Ich schaffe das nicht. Ich bin nicht so ein guter Mensch und ich kriege das auch irgendwo nicht auf der Reihe. Und irgendwann hat man dann angefangen, die Maßstäbe runter zu dividieren und sagen, ja, es wird wahrscheinlich dann irgend schon lange. Und wiederum andere, die kämpfen wirklich noch mit allem, mit der letzten Kraft, wo sie aufbringen und sagen, nein, ich möchte mich halbwegs dran halten. Ich möchte wirklich diesem Jesus folgen und ich gebe Gas und probiere wirklich all die Sachen zu verwirklichen und wenigstens am Sonntag bin ich ein fröhlicher Christ und toller Christ und ich strahle wie ein Atomkraftwerk. Während der Woche ist die Wattzahl dann runtergedreht, mehr so gedimmtes Licht. Aber die 3 Worte aus dem Johannesevangelium, wenn du so eine Person bist, dann empfehle ich dir, tu sie dick unterstreichen in der Bibel. Und tu sie so oft unterstreichen, dass sie hinten am Buchdeckel wieder rauskommen. Es ist vollbracht. Der Paulus, der sehr viel über Ansprüche geschrieben hat, auch in Christen geschrieben hat, erwähnt es explizit im Römerbrief mal und sagt, look, deswegen, weil es vollbracht ist, wird dich auch nichts scheiden können von der Liebe Gottes. Es wird dich nichts trennen können. Und er führt dann auf, weder Gegenwärtiges, alles, was momentan schief läuft. Weder Zukünftiges, wo du Sorgen hast und Dinge vielleicht wieder irgendwo schief gehen können. Weder Engel noch Dämonen, was auch immer Vergangenes in deinem Leben passiert ist, es wird dich nichts scheiden können von der Liebe Gottes. Egal wie verrückt es gewesen ist, egal wie viele schlimme Dinge du in deinem Leben mitgemacht hast, nichts wird dich scheiden von der Liebe Gottes. Leute, was uns als Christen, als Nachfolger Jesu ausmacht, ist nicht, dass wir besonders religiös leben wollen oder Jesus uns zum Vorbild setzen und so weiter und so fort, sondern was uns wirklich ausmacht, ist, dass wir Söhne und Töchter von Gott sind. Söhne und Töchter von Gott sind, der einfach alles gibt, unverdienterweise. Er sagt, look, du kriegst alles, ich mache den Weg frei. Ein Gott, der dir nicht gibt, was du verdienst. Das macht uns wirklich aus. Und das ist nicht einfach eine schöne Vorstellung, so ohne Realitätsbezug oder so ein psychologischer Trick, wo ich mir irgendwo einrede. Leute, die Liebe Gottes ist quasi wie festgenagelt worden am Kreuz. Die ist wie
rangetackert an dieses Kreuz in der Person von Jesus und sagt, look, das reicht wirklich. Unser Leben wird nicht verändert. Unser Leben kriegt auch nicht mehr Glaubwürdigkeit, indem wir uns mehr anstrengen oder den Druck irgendwie erhöhen, sondern unser Leben gewinnt da an Glaubwürdigkeit, wo wir uns an dem Text halten. Und sagen, es ist wirklich vollbracht. Es ist wirklich vollbracht. Du kriegst nicht, was du verdienst, sondern das, was du wählst. Was hätten wir verdient? Derselbe Paulus, der sagt, nichts wird dich scheiden von der Liebe Gottes, der schreibt in Epheser mal Folgendes, Epheser Kapitel 2. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Wir hatten nichts verdient als Gottes Zorn. Noch einmal, denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod gerettet worden. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Es ist ein Geschenk Gottes. Epheser 2. Ihr verdankt eure Errettung nicht euch selbst, sondern es ist ein Geschenk Gottes. Der Glaube an Jesus ist letztlich immer wirklich eine Bankrotterklärung an mein eigenes Handeln, an mein eigenes Tun. Das, worauf es ankommt, hat Gott schon getan. Und damit fängt alles an. Alles, was danach kommt, ist nur eine Antwort darauf. Und ich glaube, ab und zu ist es extrem wichtig, wieder in unserem Leben das einzuschlagen. Look, alles, was wir tun und machen, ist eine Antwort auf das, was Gott gemacht hat. Zuerst kommt dieser Zuspruch von Gott, look, es ist vollbracht und das reicht. Es reicht wirklich. Und was wir tun, ist das Zweite. Und wenn wir beim Zweiten uns zu sehr aufhalten und nur darauf beschränken und das Erste vergessen, dann wird das Christsein wirklich eine anstrengende Angelegenheit. Und deswegen kann der Paulus so deutlich schreiben, nein, es ist ein Geschenk. Es ist wirklich ein Geschenk. Was wir verdient hätten, ist der Zorn Gottes. Die Gnade ist ein Geschenk Gottes, die haben wir einfach bekommen. Das macht das Christentum, glaube ich, wirklich zu was Besonderem. Dass dann Gott auf die Erde kommt, sich solidarisiert mit uns und sagt, look, ich verbringe alles. Ich will alles dran setzen, dass du den Weg frei hast, mit mir zusammen zu sein. Und egal wie du dich entscheidest, nichts wird dich trennen. Meine Liebe wird dir nachlaufen, sie wird an dir kleben. Du kriegst nicht, was du verdienst, sondern was du wählst. Es hingen 2 Leute am Kreuz neben Jesus, rechts und links. Und beide haben gewählt. Und die Frage ist, was wählst du? Heute ab und zu in unserem Leben ist wichtig, wieder festzuhalten, was habe ich mal gewählt? Und ich habe mal gewählt, Jesus, du wirst wirklich das Zentrum von meinem Leben sein. Und ich glaube dieses Geschenk und ich nehme das an und damit fängt alles an. Ab und zu muss man im Leben sich wieder neu entscheiden und sagen, look, an dem halte ich fest. Es ist ein Geschenk, ich kann es nicht verdienen. Und das ist der Zuspruch von Gott. Wir feiern demnächst Advent, wir feiern Christmas, Leute. Wir wollen dieses Licht hochhalten und unsere Botschaft wird nur sein, das ist das Geschenk Gottes, das ist ein Geschenk. Und du kannst wählen, ob du es nimmst oder nicht, aber du musst wählen. Du musst irgendwann in deinem Leben wählen. 2 Personen am Kreuz. Der eine ist in die Richtung gegangen, der andere ist in die Richtung gegangen. Und ich möchte dich ermutigen an dem Sonntag heute, vielleicht neu dich zu entscheiden, sagen, ich möchte dieses Geschenk im Zentrum haben. Ich möchte nicht mein Tun im Zentrum haben. Nicht, warum ich so gut bin und was ich alles schon gemacht habe, sondern ich möchte wirklich dieses Geschenk in meinem Glaubenszentrum festhalten. Ich möchte euch einladen, aufzustehen und mit mir zu beten. Und die ganze Zeit nutzen hier im Saal oder im Livestream für dich selbst nochmal zu entscheiden, ja, ich möchte an dem Geschenk festhalten, nicht an meinem Tun. Ich setze nicht auf das, was ich alles kann und mache und schon gemacht habe, sondern ich setze darauf, Jesus, dass du gesagt hast, alles ist vollbracht. Du kriegst nicht, was du verdienst. Jesus, ich bin so dankbar, dass du gesagt hast, es ist vollbracht. Und dass ich noch irgendwas dazu tun muss und machen muss, um mir irgendwo deine Liebe zu verdienen und einen Schritt weiter zu kommen. Danke.
Danke, dass du wirklich nicht nur alles getan hast, sondern es auch reicht bis an mein Lebensende. Dass das wirklich reicht. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du diesen Zuspruch uns allen tief in unser Herz hineinpflanzt, tackerst, irgendwo so deutlich machst. Es ist wirklich verbracht worden von dir, nicht von uns. Und da, wo noch so gefangen sind, auch in dem, was wir tun und auch in dem Festhalten, bitte ich darum, befreie uns davon. Befreie uns davon, dass wir irgendwo denken, wir können unsere Errettung noch ein Stück dabei verdienen und daran arbeiten. Befreie uns von dem Druck, von diesem dauernden Anspruch hören in unserem Leben. Befreie uns davon. Und übersetzt das in unser Leben, dass zuallererst dein Zuspruch kommt. Es ist vollbracht.